Der Förster zeigt der Fanny seinen preisischen Stiefsohn wegen einem Wildern an. Und das lässt er sich von ihrer und auch von ihren Alten nicht ausreden. Und das Hirschgeweih fürs Gesellenstückel ruckt er auch nicht raus. Dafür geht er ihm aber ein altes Nussbaumersbrell. Der Metzgerladen wird von Amt visitiert. Und die Annalena hat wollen, dass er ihrer zugesperrt wird, weil die Tippfallscheißerin von Amt hinter Mike her ist. Aber die findet schließlich alles in Ordnung. Die Uschi möchte mit ihren Alten stopfen, aber den lassen Stanzen keine Ruhe nicht und alle Mittel helfen nix oder machen den Ausschlag oder haben nicht zum Ausstehen. Dass die Horsen der feiden Bohren bei der Annalena seiner Hochzeit aufspielen, wird schon in ganz Lansing umeinander geratscht. Und drum hat's wollen, dass ihre Hochzeiter das auch mitkriegt und sagt's ihm deswegen gleich selber. Heimle und schwarz brennt der Gregor mit Flori zusammen einen Schnaps. Und der Gerstl, wo früher ein recht scharfes Leid gewesen ist, hilft er als wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Der Sascha kommt wieder gesund vom Spital heim und feiert mit der Rosi einen Purzeltag. Und die zwei werden wieder recht warm miteinander. Aber die Geschichte mit dem Stoppschüttel verzapft's ihm nicht. Der Kathi, sein Kurslehrer, steht beim Brei als Braumeisterin. Und drum kann die jetzt bei den Kurs wieder mit tun. Wie aber der Martin vor der Zeit schon von seiner Hitten zurückkommt, sieht dann als Konkurrenz und schmeißt ihn aus.